Willkommen zurück hier bei Pokémon Omega Rubin, dem Spiel schlechthin, dem Nintendo-Spiel, dem Pokémon-Spiel. Alles Mögliche ist hier einfach möglich. Ja, so ist es wirklich. Wir haben letzten Part noch ein bisschen über das Supertraining gequatscht, noch ein bisschen was gezeigt davon, auch über DVs, EVs, das ganze Wesen, was man alles machen kann, um Pokémon optimal zu trainieren. Es gibt so viel, was man machen kann. Aber denke mal, den Rest davon sollte ich euch nicht nur erklären, sondern natürlich auch zeigen, beziehungsweise könnt ihr natürlich auch selber im Internet schlau machen, bevor es auch dann im Let's Play zeigen kann. Ist jetzt das Pummels oder was anderes? Mit Kratzer, wieso? Also versuch's mal. Nein! Ah, Alter, ich war gerade davor. Ja, in der Hoffnung eigentlich, das Pummels noch zu fangen. Wieso was? Nee, kein Bock mehr drauf. Wir lassen das jetzt mal für heute. Denn ich will in diesem Part ein bisschen was mehr machen, als nur über die ganze Technik zu ja, eigentlich doch die ganze Technik halt zu schwafeln, zu fachsimpeln vor allem, was man halt noch machen kann hier. Genau, das ist der Plan. Und was ich noch ganz vergessen habe, da könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen. Ich habe ja auch die Tech-Demo hier auf dem 3DS drauf und was mir vor allem interessieren würde ist, wie zum Henker kriege ich die Pokémon, also sprich vor allem das Mega 4 und Tor, wie kriege ich das eigentlich hier auf dem das Originalspiel drauf? Habe ich jetzt noch keine Einleitung, also Anleitung wirklich gesehen und so, und auch im Spiel selbst nicht. Ich dachte gerade, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, was da für ein System dahinter ist, wa? So, wie gesagt, wir wollen in diesem Part vor allem noch hier ein bisschen was machen. Fähigkeit, genau, was anderes noch. Das ist nebst dem Wesen nachher, dass man irgendwie noch züchten kann und so, beziehungsweise sogar teilweise speziell ist. Also sprich, jedes Pokémon hat ja eigentlich noch 2 Fähigkeiten, die es haben kann. Natürlich als im Endeffekt nur eine, aber es kann im Prinzip aus 2 möglichen wählen. Und dann ist natürlich in der Regel so noch eine geheime, sprich, bei den meisten Pokémon sogar also insgesamt 3 Fähigkeiten, wobei halt die letzte, sag ich jetzt mal, die ist eher ein bisschen sehr speziell und kann von dem her auch nur speziell gelernt oder gefangen werden, wie auch immer. Aber dazu vielleicht noch ein anderes Mal. Also ihr seht schon, Pokémon, hey, vor allem seit der ersten Generation, seit Grün, beziehungsweise natürlich bei uns Rot-Blau, hat es auch so vieles gibt. Ist man jetzt verarschen, das knilzt oder was? Der ist aber sehr genau. Muss auch perfekt zu ihm passen und Originalität gefragt. Was haben wir momentan? Flamly, okay, kann besser rein. Samurzel, kommt sicher noch was Besseres. Irgendwie im Sinne von, nachher wird es ein Tingulist. Wann Tingulist? Ich überlege gerade. Vielleicht Oni oder so, oder? Wegen dem Aussehen. Nee, da fällt mir sicher noch was besser sein. Schwalbini möchte ich unbedingt trainieren, das ist momentan einfach nur just for fun. Tanhel ja eigentlich auch, das mir jetzt um Pokémon zu fangen. Chico, eine gute Dame, ist schon originell und ja, will ich auch im Team behalten. Atomic, der ist ein cooler Name. Mal natürlich für ein männliches Drasler, weil wir können es natürlich nachher zu Kirlia und dann entweder zu Guardova oder zu Galagladi, oder? Also so. Den Viech entwickeln. Das gab es auch, glaube ich, schon seit der 4. Generation, war? Oder ist die 5., weiß gar nicht mehr. Oh Mann, teilweise habe ich echt keine Ahnung mehr. Naja, keine Ahnung mehr. Also ich will mal sagen, bis mit der 4. Generation war ich eigentlich ziemlich up to date mit allem, auch mit den Namen und so, kann man immer alle Pokémon-Namen merken. Aber seit schon Schwarz-Weiß ging es damit ziemlich bergab. Mein blöden Bruder Teil, also mal langsam echt raus. Tja, wenn natürlich die Eltern kein Geld haben. Also zu schmeißen halt den echter Trab, kann man angefangen, jetzt Tag auch schon rum. Aber man denke ich ernsthaft darüber nach, ein Pokémon Aushilfshilfe. Okay. Die wieder ein Pokémon hier für schuften lassen, ja servus dann. Welches Pokémon will denn da schon? Ja, also man sieht auch hier eigentlich nicht sehr viel Originelles, da kommt die Pokémon-Schule. Ich glaube hier gab es auch nur ein Item, wa? Muss so komisch an, ich bin in dieser Schule! Klar, Mann! Nö, dankeschön. Wie öde, wie gemein, beim nächsten Mal. Nee, wenn wir überraschen lassen. Beziehungsweise euch überraschen lassen. Wieso stehst du? Muss aufs Klo? Pokémon können 2 Items tragen, aber sie wissen nicht, wie man sie mit menschengemachten einzelnen Trank dagegen machen sollen. Ja. Weißt du, was es die Attacken gibt, mit denen man Pokémon verwirren kann? Ja, Konfusstahl zum Beispiel. So wie sie unser Atomic drauf hat, nicht wahr? Mann, so jetzt. Also selbst. Ja, kann man es mit einem will ich auch nicht mehr quatschen, nur mit den interessanten. Alter, so jetzt. Schön, dass aufpassen, um einen Flicklaut zu spüren. Keine Seite, war, kriegst du auch eine. Dankeschön. Von Gegnern, ja, aber auch nur teilweise, von dem her.
denke vor allem die Flinkklaue zu Beginn eines Abenteuers, generell im Story-Modus sicher noch praktisch, aber professionell dann, also professionell natürlich dann, wenn ihr gegen andere Spieler catcht, die natürlich auch die Pokémon ein bisschen strategisch aufbauen und so und trainieren, ist das vermutlich eher nicht unbedingt so zu empfehlen, beziehungsweise natürlich einfach ein besseres Item zu empfehlen. So. Soweit dazu, ist Ort langsam abgeklappert, was haben wir hier noch Schönes? Haus des Zerschneiders! Hast du mir den Feuer bereits oder was? Das ist Justin Beck, diese geschmeidigen Bewegungen. Dieses gut trainierte Pokémon-Team. Du bist ganz klar ein talentierter Trainer. Nein, warte, sag jetzt nichts. Ich warte nur anzuschauen. Bin mir sicher, dass du mit dieser VM sehr gut umgehen wirst. Kein Grund bescheiden zu sein. Hier, nimm sie. Dankeschön. Die kriegen nach 100 Zickzacks. Ja, Zickzacks beziehungsweise natürlich die Entwicklung, Gyarados, genau. Sind ja noch ziemlich gute VM-Viecher. Sprich, VM-Viecher sind halt solche, die VM-Attacken und solche, wie man in der Wildnis einsetzen kann, wie zum Beispiel auch Kopfnuss, Trümmer und so, können diese eigentlich ziemlich viel erlernen. Sprich, sogar teilweise bis zu 4 VM-Attacken pro Pokémon, was natürlich ziemlich geil ist. Was geht in die Gegend? Naja, mehr oder weniger. Was ist hier drin? Oh. Ja, ein Inneco haben wir noch drauf gesehen. Und Angestellten der Demon Corporation. Miau. Ich habe kein Mauz, wir sind Inneco, wir müssen eigentlich sagen Inneco. Servus. Dann fordert ein hoher Stürmer, der ist sogar ein Assangestellter. Okay. Ein Assangestellter und Ass-Trainer. Der Zusammenhang ist mir nicht ganz klar. Hat jetzt ein Gewicht. Jetzt können. Ja, beim Onyx wäre doch ziemlich praktisch. Mein Papa arbeitet für die Corporation. Das hat mein Papa gemacht. Ich kann damit noch nichts anfangen. Das ist ein Geschenk fürs Tier. Ein Prämieball. Ja. Der ist zwar ganz nice und so ein weißer Pokéball, aber wie gesagt, von der Fähigkeit her 1:1 dem eines normalen Pokéballs. So, bereits hier oben. Du musst mal die Mutter sein, wa? Ja, alles täuscht, sammeln der Sohn, das bringt auch seltene Steine. Nö, ist also nicht. Wir sind Demon Corporation, sammelt Landschaft gerne seltene Steine. Oh Mann, ey. Ja, die haben ja ein richtiges Leben, hey. Immer den gleichen Satz von sich zu geben. Tja. Und jetzt was, Freunde? Das Problem ist natürlich, Demon Corporation machen wir eher später. Erstmal, weil es ein bisschen größeres Gebäude ist und zum anderen glaube ich, weil es sowieso noch was Spezielles gab, nachdem wir halt bereits in der Arena waren. So, die Arena, macht das jetzt schon bereits? Ja komm, den Anfang kann ich bereits jetzt mal machen, sprich, Anfang ist übertrieben. Dann werden wir herausgefordert. Wird einem bewusst, wie es heißt, ein Trainer zu sein. Jo. Oh, guten Tag. Du bist ein Herausforderer, stimmt's? Ich bin der Rennleiter von Metros City. Mein Name ist Felicia. Ich bin der Rennleiter geworden, um das Wissen, das ich mir in der Trainerschule angeeignet habe, in der Praxis anwenden zu können. Wenn du mich in einem Pokémon-Kampf besiegst, übergebe ich dir einen Orden als Beweis deiner Stärke. Also, kämpf gegen mich. Let's catch 'em all. Ja, catch 'em natürlich auch anders. Formulieren. Alter, das ist eine Hintergrundebene. Hä? Links ein Kabutops. Was soll das gerade aussehen? Das sieht ja aus wie... es hat Flügel, es hat Arme, einen seltsamen Kopf. Was soll das denn Pokémon sein? Nee, das kann... Aerodactyl. Sieht doch ganz anders aus. Wir haben die Kopfform. Hä? Was für ein Pokémon? Und rechts ist ein... wie ist das schon wieder? Liliep, kann das sein? Alter, weiß echt nichts mehr, ey. So, der Typ ist einfach nur Just for Fun da, der hilft uns ein bisschen, also sprich, der sagt uns halt, wie wir die Arena, sprich Gesteinspokémon ein bisschen besiegen könnten. Ja, mit Pflanze oder Wasser. Natürlich geht auch Kampf. Und darauf will ich halt mit Flamely bzw. mit Jungglut zurückgreifen, sobald es irgendwie klappt. Man kann Namen gehen, aber wenn ich das Namen rufe, können die Leute verlachen. Oh. Geht das auch? Ah, cool, man kann endlich auf die Box zurückgreifen. Alter, das ging ja früher nie. Ja, ich tausche jetzt deswegen. Wie gesagt, man kann Bummels natürlich nochmal fangen. Das machen wir dann auch. Oder mache ich offscreen, wie auch immer. Aber Makoita im Team zu haben, vor allem gegen die Arenaleiter, wäre schon cool. Aber nee, ich trainiere es nicht, weil wir haben ja mit Logok bereits einen Kampf-Pokémon nach im Team. Du gibst Fauli in die Oberhof von Mike. Alles Gute, Fauli. Mache noch mal eins, was ich nachher Fauli nenne.
Soll ich da vielleicht das in Alpha-Saphir rübertauschen? Nee, bisher nicht, weil ich will ja dort, also bei Alpha-Saphir will ich eigentlich den Tarking mal trainieren. Aber ich noch nie gemacht, hatte mir so, komm durch. Was? Marco Hipster? Ja, ich bin voller Hipster. Ja, bitte was? Ich frage mich gerade auch. Ja, immerhin. Aber geil, dass man innerhalb mit Pokémon aus der Box tauschen kann, das ging früher nie, da habe ich so gehasst, hey. Moment. Vor allem war es irgendwo draußen dagegen und so, auf dem Berg oder so etwas. Pokémon Center meilenweit weg. Und dann kommt der und sagt, hey, das Pokémon gegen ein anderes cooles Pokémon. Du sagst, ja, ich hab so eins, aber Scheiße ist in der Box drin. Ja. Okay, wir können bereits Felice herausfordern. Natürlich momentan mit dem Team. Ja gut, es haben Wurzeln, man kann Pflanzattacken drauf. Ich überlege gerade, momentan ziemlich viele Pokémon im Team war. Dann ist mir zum Trainieren, also zum Fangen natürlich, gibt es eine spezielle EP. Der hat den Eiszahn drauf, der ist für... Ja komm, ich nehme es trotzdem mit. Nur halt gerade der Gedanke wegen EP-Teile und so, dass ich vermutlich zu viele Pokémon-Team habe, als das wirklich etwas bringt. Aber wenn wir Glück haben, was bereits bei XY, so weiß gar nicht mehr. Dass die EPs nicht mehr auf 6 Pokémon aufgeteilt werden, sondern einfach sagst, jo, hast ein Pokémon besiegt, das Haupt-Pokémon kriegt was und die anderen kriegen gleich viel wie das Haupt-Pokémon. Könnte ja auch sein. Und hier fehlt noch... Oh, was könnte das für ein Pokémon sein? Wingal? Nee. Seltsam. Von Teenager Luger. Hallo Luger aus Tales of Xillia 2. Flemmi! Ja, Flemmi, du musst trainiert werden, Kumpel, denn du musst ein Jungblut werden, sonst sehe ich jetzt ziemlich kacke aus im Kampf gegen Felicia. Bei Feuer ist, also Glut ist natürlich spezielle Attacke, von dem her würde ich es vielleicht auch so schaffen, aber naja. Ist mir nicht schön genug, lalalala. Scheiße. Schwalbini! Ja, Rucksackhieb, Schwalbini! Ach du Scheiße. Was ist das denn für den Fluchtwert? Reflektor und Lichtschild. Ja, der gebrauchen wir eigentlich so gut wie nie. Die Volltrefferquote steigt jedoch, kann natürlich noch nützlich sein. Den Angriff ist nur um eine Stufe halt, wa? Ist auch so, es gibt ja Effekte, die halt den Wert um eine Stufe oder halt um 2 Stufen verringern. Sprich, sobald es irgendwie hieß von wegen, der Wert steigert sich stark oder sinkt stark, dann ist es... Oh, cool, Atomic. Alle bekommen Level, aber nicht schlecht. Das wäre etwas für unser Flug-Pokémon. Nur hat er dummerweise keine Flugattacke drauf. Ist ein Kampf-Pokémon, was? Soll es riskieren? Hey Atomic, I choose you! Ein männliches Drasler. Ja, immer die gute Frage, entwickeln wir es zu Gardevoir oder Galaglati weiter? Ihr habt theoretisch noch ein paar Parts noch Zeit, um das zu entscheiden, von dem her. Kein Problem. Alter, 5 Level höher. Aber Confusion ist echt geil wie so ein Pokémon. Silberblick. Ja genau, von wegen Werten erhöhen oder senken, halt stark oder nicht stark. Wenn ich sage Stufen, damit eigentlich nur die, sagen wir mal, Prozentzahl, war. Also die erste Stufe ist halt 50%, die zweite Stufe wäre 100%. Zum Beispiel irgendwie ein Jauler macht, glaube ich, 2 Stufen. Was ein anderer Teil, weiß gar nicht mehr. Dann wäre es halt bereits 100% hören werden. Das ist natürlich je nachdem schon ziemlich geil. Macholo! Drasler! Du, ich glaube, das bringt nicht viel, du bist noch ein bisschen zu schwach, Kleines. Drasler. Nehme ich da mal so eine Wurzel? Ja, wieso nicht? Ich meine, falls den killt, ja, Pech gehabt. Zum Glück hat es noch keinen Unlicht-Dual-Typ, das war natürlich noch ein bisschen einfacher. Ja, aber ich habe nur Prügler drauf, das ist eine Unlicht-Attacke. Mann! Ich bin ja so ein Hirsch, ey. Harry-Hirsch.
Ah, Leute, die Welt der Pokémon hat so viele Effekte mittlerweile und so viel, was man irgendwie machen kann, was früher gar nicht ging. Das ist unglaublich. Oder beziehungsweise halt früher vielleicht schon ging, aber noch nicht so wirklich bekannt war vor allem. Oh, 0,15. Ich glaube, ja, müssen wir hinkriegen, wa? Junglo diesen Part. Und sogar er kriegt spezielle Erfahrungspunkte, wird so geil noch leveln, Leute. Deswegen finde ich ja Tausch-Pokémon so geil, die kriegen spezielle Erfahrungspunkte. Problem ist halt nur, wenn ich Atomic zu stark mache, wo ich halt einen Orden habe, geht er mir nicht mehr. Wie halt der echte Atomic war. Entschuldigung. Das war nur mal so ein kleiner Seitenstoß by the way halt. Oh. Und hey, Pokémon sind stark, lass uns kämpfen. Nee, muss das sein, ey. Gut, von mir aus legen wir los mit dem Eros. Waumpel. Du kannst mich mal. Flemly. Flemly. Übrigens, was ich vor ein paar Parts noch erwähnt habe, wegen, fällt es bei Waumpel wieder ein, bezüglich Helligkeit, also das spricht Tag und Nacht. Da gibt es in dem Spiel schon, aber Nacht ist ja grausam spät. Ich glaube erst irgendwie abends um 10. Gut, das kann natürlich auch sein, weil jemand steht gar nicht irgendwie Sommerzeit drin. Natürlich im Sommer ist natürlich, da war es schon erst abends um 10 Uhr wirklich dunkel, aber hier, und momentan haben wir ja Winter, müsste bereits abends um 6, beziehungsweise sogar 5 oder 4 Uhr müsste bereits dunkel sein. Ja, Mann, ich weiß es doch nicht mehr. Ninkada. Samwurzel. Schwalbini. Atomic. Ein Schloko, sehr gut. Es gibt mir sehr gute Erfahrungspunkte. Aber garantiert noch kein Level Up. Nö, Level 7, viel zu tief. Für Flamly ist das zu wenig. Schloko. Atomic. Tunnel. Aber Tunnel fängt jetzt mittlerweile an, war so Level 10 herum, also sprich halt, ja, weil der erste Ordnung gibt es halt nur bis Level 20. Danach wird es uns teilweise nicht mehr gehorchen. Also natürlich ab Level 10 bis Level 20, darum kann es sein, dass die kritische Zone ist. Was ein Pokémon? Ein Eco vielleicht? Hey, wo ist es denn? Ein Eneko! Ja, wieso nicht, wa? Wir haben noch genug Zeit, um Flamly zu trainieren. So, jetzt vorsichtig. Nicht zu stark bewegen. Das Gemeine ist vor allem mit dem Anschlag. Kannst du nur mit dem Steuerkreuz. So mit dem 3DS-Schiebepad. Mit dem Steuerkreuz geht's eben nicht. Das ist so gemein, ja, mein. So, Level 8 ist das Viech, nicht schlecht. Wir mal sagen Zurückhaltung. Mal gucken, wie viel ich anders mache. Und der Scheibenkleister. 10 Kopfstoß, mach das wie alle. Das war knapp. Das ist ein Unterschied, was so ein Stab ausmachen kann. Ja, Stab ist halt Bezeichnung dafür, wenn das Pokémon den gleichen Typus hat wie Attacke, dann kriegt er halt, also kriegt Attacke 50% mehr Schaden drauf. Ich glaube, Stab gab es schon seit der ersten Generation, war? Ich überleg gerade. Doch, das könnte stimmen. Vor allem die Grafikunterschiede seit der Grün, also vor allem Grün sowieso, aber halt Rot-Blau noch die Grafikunterschiede. Die sind ziemlich übel. Nein, nicht übel, sondern cool. Spitzname gerade. Fällt mir jetzt gar keiner spontan ein, verdammt. Nö, ich habe gerade gemäß Kommentaren auch noch keinen gelesen, also, ja. Kommt halt erst später. Eneko, cool, wa? So, noch ein Fall gegen die da, mal bitte ohne Tanhel an der Spitze, wenn ich bitten darf. Ja, Tom, du kommst bald deinen Einsatz über. Vielleicht sogar in der Arena, wa? Ja, mach es so. Übrigens, was ich auch immer gerne mache bei der Arena ist,
dass gegen eine Arenaleiterin mit genauso vielen Pokémon antritt, wie sie antritt. Einerseits ist es natürlich auch vom Anime her und so war auch dort so der Fall und ja, also sonst weiß der Arenaleiter jetzt 2 Pokémon und du 6, mein Hallo. Wo ist denn da die Herausforderung? Klar, könnt ihr auch Nutzlocke noch spielen, war Challenge, aber vor allem für den ersten Let's Play spiele ich, wenn es so einigermaßen blind zockt, war ein Omega Rubin. Ist ja fast schon blind, klar, keine Rubin, aber halt Omega Rubin noch nicht und deswegen denke ich jetzt da, direkt jetzt schon. Eine Nutzlocke-Challenge wäre wohl noch ein bisschen verfrüht. Oh Mann, das Vieh nervt. Meryl, verschwinde! Mann! Oh oh, jetzt haben wir ein Problem. Weil Walze von Runde zu Runde stärker, jetzt wieder 10 am gleich 20. Scheiße, ist doch ein Wasser-Pokémon. Wow. Ja, das Problem hierbei ist, dass die Attacke wird immer stärker. Das heißt, entweder opfere ich jetzt ein Pokémon oder aber ich nehme Tanhel, weil das hat halt trotzdem einen Stahltypus. Ja. Sorry, Flamly. Wenn man merkt, hat doch mittlerweile sogar einen Feentyp noch, also sprich Wasserfee. Das heißt, Stahlattacke müssten eigentlich damit. Stimmt gar nicht, weil Wasser. Stahl ist ja schwach gegen Wasser. Gleich mal testen. Der Stahl müsste jetzt schwach gegen Wasser, aber stark gegen Fee sein. Weil gegen Fee sind ja Stahl und Giftattacken wirksam, aber Feuerattacken, glaube ich, war es umgekehrt. Ja, doch, stimmt, oder? War, glaube ich, so. Feuerattacken richten normalen Schaden bei Feen-Pokémon, aber Feenattacken richten nur halben Schaden bei Feuer-Pokémon an. Oder? Stimmt das? Keine Ahnung mehr. Flammy, das heißt für uns. Schwalbini. Atomic. Ja, das natürlich auch, aber vor allem, wir kriegen die ersten Entwicklungen des Spiels zu sehen. Also, beziehungsweise des Let's Plays, wa? Nanu? Flammy ist unwohl. Es werde Licht. Flammy wurde zu Jungblut. Yes, man, ein Jungblut. Und damit ist der Arenaleiter gar kein Problem mehr. Theoretisch. So, bitte Attacke noch. Denn jetzt lernt es eine Kampfattacke. Kratzweg ist sowieso Stärke 40. So. Die Frage ist halt, wie trainiere ich halt Jungblut später, beziehungsweise halt Logok. Trainiere ich es speziell, trainiere ich es physisch, oder mache es irgendwie beides, wa? Also sprich mit Spezialangriff wie Flammenwurf, aber auch mit physischen wie Feuerfeger. Was für ein... Das war zu schnell. Das gibt's doch nicht. Das ist voll fies, Mann. Lalala. Ja, Freunde, haben wir endlich ein Jungblut. Also Schwalbini nehme ich sicher nicht mit in der Arena. Samurzel schon, weil ich hoffe auf eine Pflanzenattacke, dass es lernt. Atomic kommt auch mit. Da will ich gerade. Felicia nimmt doch... Hat es Felicia 2 oder 3 Pokémon? Ich hoffe 3, weil sonst muss ich eines zurücklassen. Nehmen wir nur 2 mit. Also spiele ich halt nur so viele, wie sie auch hat. Oh Mann, das ist doch krass. So, jetzt war es noch ganz kurz hier rüber. Der letzte Fight für heute. Nächsten Part, wie gesagt, geht's ab zur Arena. Wanderer Lucius. Lucius vor allem. Der kommt direkt aus der Hölle, Mann. Du nicht so viel, glaube ich nicht. Jungblut! Jungblut, Jungblut! Doppelkick und das war's. Was ist das für eine scheiß Animation, auf ein bisschen springen? Ja, so sah es aus. Nächste kleinste, nein, nee, mach nur weiter. Wann lernt wohl unser Samurz eine Pflanzenattacke?
Also ursprünglich war es so bei Höhen, ich erinnere mich daran noch, weil gegen Abo hatte damals auch so ein Problem, Pflanzenattacken zu lernen. Und dass damals die TM-Kugel sah, da gab es damals noch, dass die, glaube ich, auch ungefähr hier in der Region kam. Sag mal, Marcel. Oh, verlieren ist ganz schön anstrengend. Tschüss, Mann. Ja, Tschüssikowski. Tja, Leute, das war's für heute mal hier bei Omega Rubin. Die Punkte hier sind was spezieller, die erkläre ich dann, sobald wir die jeweilige Attacke an, die wir dazu brauchen, um diese Löcher, ich sag mal, zu öffnen, wa? Da gibt es dann noch einen Tunnel, den wir noch betreten können. Da gab es noch nicht so viel, aber immerhin. In einer Pokémon-Attacke bewegt hier etwas. Aber die gibt es ja später und der Typ hier, tja, der kommt daher später. Der Tunnelgraben geht gar nicht. Noch ein Enika, du bereits eins. Eine spezielle Attacke drauf. Nö. Und ich schleiche wie eine Weiche. Naja, halt noch für unser Jungblut für einen Doppelkick. Wobei, Doppelkick ist gut, was sind 2 Attacken? Doch, ich glaube, Eneko braucht nur eine. Das sieht so dämlich aus, ey. 59 Erfahrungspunkte. Ja, gut, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier wieder bei Pokémon Omega Rubin. Und dann zur Arena gehen mit Jungblut, mit Samwurzel, Schwalbini, Atomic. Die beiden hier garantiert nicht. Und wer davon noch mitkommt, das entscheide ich dann vermutlich ziemlich spontan, wa? Jetzt kein Atomic, weil der Level gerade momentan ein bisschen besser, weil er getauscht ist. Egal, bis dahin. Tschüss.